Kater Mikisch. Ein Kater, der reden kann. Liebe Kinder, es könnte sein, dass ihr mir die Geschichte gerne nicht glaubt. Es ist aber wirklich wahr. Die Schusters von Holeschitz hatten einen Kater, der reden konnte. Der hat Mikisch geheissen. Schusters, das sind der Vater, der Schuhmacher, sein Bub, der Pepik und die Großmutter. Also eben, ich weiss nicht genau, wie der Mikisch reden gelernt hat. Wahrscheinlich, weil der Pepik immer mit dem geschwätzt hat. Der Mikisch hat auf alle Fälle die Menschensprache bald ohne Fehler können. Aber er hat seine Kunst nie missbraucht. Er hat nie jemanden ausgelacht oder verspöttelt. Er war immer höflich und hat allen freundlich Grüezi gesagt. Der Pepik und der Mikisch haben miteinander auf dem Ofen geschlafen. Wenn der Pepik am Abend aufgeklettert ist, hopp, ist der Mikisch auch da gsi. Bitte schön, Pepik, erzähl mir ein Märli. Er hat sich zu ihm unter die Decke gekuschelt und hat ihm zufrieden ins Ohr geschnurrt. Wo der Pepik einmal eine Gespenstergeschichte erzählen wollte, hat er gesagt, so etwas musst mir lieber nicht erzählen. Da fängt man sich schüli an zu fürchten, wenn man zur Nacht Mäuse jagt. Einmal hat der Dorfschneider das Märli vom gestiefelten Kater erzählt. Das hat dem Pepik so gut gefallen, dass er bei seinem Vater bettelt hat, «Bist so mach für den Mikisch auch ein paar Stiefel.» Der Vater hat die Idee ein bisschen komisch gefunden. Trotzdem hat er am Mikisch ein paar wunderschöne Stiefel geschustert. An einem kalten Wintertag hat es der Pepik am Mikisch überreicht. Der Mikisch ist ganz durchfroren von der Mausjagd heimgekommen und an den Pfoten hat er den Kuhnagel gehabt. «Schau da, Mikisch, von jetzt an musst du nie mehr frieren.» Der Vater hat er ein paar neue Stiefel geschustert. «Und für die Vorderpfoten habe ich dir dicke Füßchen.» «Das alles ist für mich? Ich danke dir, liebe Pepik. Danke schön, lieber Vater.» Der Mikisch ist in seine Stiefel geschlafen und damit stolziert. Das war aber noch eine recht wackelige Angelegenheit. Es ist kalt geblieben von aussen und der Feuerwehrweiher ist zugefroren. An einem freien Nachmittag ist der Pepik mit den anderen Dorfkindern Schlittschuhen. Der Mikisch hat auch mit dürfen. Stellt euch vor, da kommt der Pepik und hinter ihm stolziert ein schwarzer Kater auf 2 Beinen, in Stiefel und Füßchen an den Vorderpfoten. «Hey, wer ist denn da?» hat Schreiners Franta gefragt. Ich bin Schwesters Mikisch, hat der Kater in aller Seelenruhe zur Antwort gegeben. Habt ihr gehört? Der kann ja schnurren. Der Katz, der kann reden. Haben die Kinder durcheinander gerufen. «Ist der jemand vom Zirkus?» hat Schreiners Franta wissen. «Nein, ich ganz allein habe ihm das Reden beigebracht.» Der Pepik war mächtig stolz. Es ist nicht lang gegangen, so ist auch der Mikisch auf dem Eis herumgeschliffert. Manchmal ist er über seinen eigenen Schwanz gestolpert. Dann hat er einfach einen Bürzelbaum gemacht. Die Kinder haben sich gekrümmt vor Lachen. Das hat dem Mikisch gefallen. Jetzt ist er sogar extra auf die Nase geflogen. Er hat sich den Rücken gerieben und gestöhnt. Rau, mau, au. Plötzlich ist er bockstill gestanden, hat die Füßchen abgezogen und ist wie der Blitz zu den Stiefeln ausgeschlafen. In einem Karacho ist er ans andere Ufer geflitzt und zuoberst auf eine höhere Pappel geklettert. Sie war aber auch höchste Zeit. Nachbars Karo ist schon am Baum aufgestanden. Fast hätte er den Mikisch noch am Schwanz verwünscht.
bellt er wütig in der Hundesprache. Mau! Der Mikesch faucht die Katzensprache zurück. Der Karo kläfft weiter. Jetzt ist der Mikesch so verrückt worden, dass er in Menschensprache abgeschrauen hat: «Mach das Vorkunst, du Lümmel!» Der Karo hat die Lefzen aufgezogen, aber er hat keinen Wuff mehr rausgebracht. Die Haare im Nacken sind ihm gerade ob sie gestanden. Und mit dem eingezogenen Schwanz ist er davon gestoben wie der Teufel. Der Mikesch kommt wieder vom Baum oben runter. «So, das hätten wir.» Er legt seine Stiefel und die Füßchen an und schleift zurück aufs Eis. Bravo! Die Kinder jubeln. Mikesch! 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 Einer der Buben nimmt ihn auf die Schultern und trollt ihn in ihrer Runde mit ihm. Wahrscheinlich wären alle bis zur Nacht auf dem Weiher geblieben. Aber Schusters Großmutter hat gerufen: Peppi, Mikesch, Eicho. Da sind die beiden schnell zurück. Nach dem Essen sind sie auf den Ofen unter die Decke gekrochen. Sie waren müde und durchfroren. Und es ist nicht lang gegangen, so haben sie tief geschlafen. «Hau ab, du Lümmel!» hat man den Mikesch gehört reden im Schlaf. Schusters Großmutter erlebt eine Überraschung. In Schusters Stube steht ein grüner Kachelofen. Daneben hat es ein kleines Tischli. Der Pepik hat am liebsten dort gegessen, zusammen mit dem Mikesch. Er hat ihm eine kleine Blechschüssel gegeben. «Komm, Mikesch, Großmutter hat feines Habermus gekocht. Ich zeig dir jetzt, wie du mit dem Löffel essen kannst.» «So ist gut.» «Großmutter, der Mikesch hat gelernt mit dem Löffel essen.» «Das freut mich. So kann er von jetzt an immer mit uns am Tisch sein.» Großmutter war eine gute Hausfrau. Bei ihr musste nie jemand Hunger leiden. Auch sie hatte den Kater gern. Er war anständig und hat gut gefolgt. Wenn der Pepik nicht daheim war und wenn sie etwas haben vom Estrich, hat sie einfach am Mikesch gerufen. «Bist so gut, Mikesch, hol mir ein paar Törte Birnen, 3 Zwiebeln und einen Sack Zwetschgen.» «Wow, gern, Grossmütterli.» Geschwind hat er ihr die gewünschten Sachen gebracht. Manchmal hat er Kaffee gemahlen auf einer Handmühle. Die hat so traurig gequietscht, dass er gerade singen musste. «Es sprang ein Hund übers Haberfeld, über die grüne Wiese.» Großmutter hat gelächelt und ihm liebevolles Fell gestreichelt. Einmal an einem Tag aber hat sie sich gewaltig geärgert über den Mikesch. Sie hat am Säuli Paschig, gestampfte Herdöpfel und Milch in den Stall gebracht. «Seht ihr, ich bring dir den zum Mittag.» Dann hat sie den Paschig lang angeschaut. «Paschig, Paschig, du gefällst mir nicht. Du bist dünn wie ein Hackstecken. Sag, warum wirst du nicht dicker?» Der Paschig putzt sich mit der Vorderhaxe den Rüssel. Pfiffig blinzelt der Großmutter aus seinen Schweissäugli an. «Hey, ja, Großmutter, so wie mir der Mikesch erzählt hat, ist doch jetzt schlank sie in.»
Großmutter war platt, aber dann ist sie richtig böse geworden. Sag mal, was ist denn das? Langt's nicht, dass wir einen Kater haben, der reden kann? Muss jetzt der Pepik auch der noch Menschensprache beibringen? Es wär mir ja gleich, wenn ihr euch würdet unterhalten. Von mir aus auf Chinesisch oder Hottentottisch. Aber dass der Mikisch so einen Blödsinn angibt von schlank sein und ist in, das geht zu weit. Da ist dis Fressen. Und jetzt gang ich zum alten Gemeindehirt. Das muss ich dem erzählen. Großmutter hat den Stall verriegelt und ist auf den Hügel hochgerannt. Der alte Gemeindehirt steht vor seinem Holzhäusli. Er bürstet am Geissbock, am Bobesch, seinen langen Spitzbart. Einen schönen guten Tag wünsche ich dir, Onkel Gemeindehirt. Sag, was han ich davon, wenn der Paschik reden kann und dafür mager bleibt? Großmutter hat ihm die ganze Geschichte erzählt. Der Gemeindehirt kratzt sich am Kühni. Dann krault er den Geissbock Bobesch hinter den Ohren. Das erste Mal, liebe Großmutter, würde ich mir den Mikisch ordentlich ins Gebet nehmen. Er soll am Paschik ja nie mehr so dummes Zeug beibringen. Und dann würde ich am Pepik verbieten, dass er noch mehr Haustier Menschensprache beibringt. Er soll lieber die Rechtschreibregeln und Mathe anständig lernen. Und sonst, liebe Großmutter, würde ich es eigentlich gerne nicht so schlecht finden, wenn die Tiere reden würden. So könnten die armen Viecher endlich sagen, wenn ihnen etwas wehtut. Da habt ihr auch wieder recht. Danke vielmal, Onkel Gemeindehirt. Schnell ist sie heimgelaufen. Der Mikisch war gerade wieder beim Paschik zu Besuch gsi. Aber sie hat ihm's nicht mehr krumm genommen. Der Paschik begrüßt Großmutter. Schön willkommen, liebe Großmutter. Dabei schielt er zum Mikisch über, wie wenn er hätte fragen wollen. Ist so gut gsi? Also, erzählt auch etwas Interessantes. Aber dass du mir den Paschik nie mehr auf so einen Blödsinn bringst mit dem Abnehmen. Und du, Paschik, friss Hordeli. Dann ist sie zum Stall los. Hei, bin ich froh, dass das so gut abgelaufen ist. Und von jetzt an friss ich brav immer alles auf, was der Großmutter bringt. Gell, Paschik? Es ist halt schon schön, wie wir miteinander plaudern können, wenn der Pepik in der Schule ist. Der Mikisch und der Paschik gehen auf den Jahrmarkt. Es war ein schöner Sonntag. Der Mikisch hat sich voll auf dem Ofenbänkli gestrickt. Ist es mir langweilig heute. Ich muss doch einmal schauen, ob der Paschik sein Mittagsschläfli fertig hat. Er ist in die Stiefel geschlafen, er ist nämlich jetzt nie mehr barpfötlich gelaufen und ist nur stracks zum Stall über. Höflich hat er angeklopft. Schlafst du noch, Paschik? Ja, woher? Heute kann ich überhaupt nicht einschlafen. Ich habe schon fast bis auf 5 gezählt. Mit seinem Rüssel lupft er die Futterklappen ein Spältchen weit auf. Was für ein schöner Sonntag. Ich wäre dafür, dass wir einen Ausflug machen. Du, sag mal, woher gehen auch die vielen Leute? Die sind ja alle Sonntag angekleidet. Um Himmels Willen, heute ist doch Jahrmarkt in Machowitz. Das wäre ein Ausflug, Paschik. Am Geld soll's nicht fehlen. Wenn die Stadtleute vorbeikommen, weisst, die aus Prag, so sage ich ganz freundlich: Guten Tag, meine Damen und Herren.
Dann müssen sie so staunen, dass wir gerade ein paar Batzen spendieren. Wow, wirst du sehen? Es ist nur schade, dass es so weit ist bis Machowitz. Ich schaff das nie mit meinen kurzen Beinen. Weisst du was? Hat der Paschik herausgefunden. Ich stoss dich auf die Beine dorthin. Das ist ja schliesslich eine Stossgarette. Die Hauptsache ist, du hast Geld. Dann ist er im Schürli die schöne neue Biene von der Großmutter geholt. Jetzt höckelst du ganz zuvorderst drauf. Ist gut. Der Paschik ist gerade auf die Hinterbeine gestanden und mit dem Vorderhuf hat er gestossen. Und so sind sie losgerattert. «Tut, tut!» hupet der Mickey Schallpott. «Sie wollen doch nicht noch ein altes Mütterli über den Haufen karren. Kannst denken!» Viele der Wandersleute haben den Mickey und den Paschik gekannt. Für sie war die Gugelfuhr nichts Besonderes. Sie haben ihnen beiden fröhlich zugerufen. Aber die Leute, die aus anderen Dörfern gekommen sind, haben das Maul nicht mehr zugebracht. Vor Staunen sind sie fast in den Strassengraben runtergeflogen. «Nein, Püti auch! Eine Sau stösst auf einer Biene eine Katze, die Stiefel anhat. Das ist eine Welt heutzutage!» Endlich sind der Mikesch und der Paschik in Machowitz angekommen. Auf dem Marktplatz, bei den Reitschulen und Schiessbuden war ein riesiges Gedränge. Die beiden Freunde haben sich zwischen den Bahnen, den Zuckerwatten und den Spielzeugständen durchgezwängt. Wo können wir endlich unsere Zigaretten anstellen? Der Paschik muss schnaufen. Schau dort, vor dem Gasthof zum bunten Hund. Es ist aber auch höchste Zeit. Sie haben ihre Zigaretten parkiert, wie andere Leute ihre Kutsche, das Auto oder das Töffli. Und jetzt sind sie ab an den Jahrmarkt. Magenbrot, Eiscreme, Glasse. Kommen Sie, kaufen Sie. Wollen Sie nicht einmal schiessen? Der dritte Schuss ist gratis. Von allen Seiten haben Verkäufer und Verkäuferinnen gerufen. Der Mikesch und der Paschik sind an einer Würstchenbude vorbeigekommen. «So, jetzt kaufen wir auch etwas Gutes.» Er grübelt ein bisschen von seinem Geld aus den Stiefeln. Daraus kauft er für sich ein paar heisse Würstchen und der Paschik kommt eine saure Gurken über. Dann sind sie über zur Schiffli-Schaukel. Der Paschik hat den Schaukelmann fein gebeten. Aber gell, du hast nicht zu fest angeben. Bitte. Der Mikesch aber hat angegeben, bis die Gondel am obersten Balken angekommen ist. «Alle hopp!» hat er gerufen und einen Bürzelbaum mit die Luft gemacht. Hört die Katze schauen! Schaut die Katze! Von allen Seiten sind die Leute zusammengelaufen. Der reinste Zirkus! In ihrer Begeisterung haben sie Mikesch manches Geldstückchen zugeworfen. Und er hat es schnell im Stiefel verschwinden lassen. Mit der Zeit haben der Mikesch und der Paschik genug bekommen. Sie sind zur Gondelbahn ausgestiegen und zwischen den Ständen auf und ab spaziert. «Paschik, schau, da hat es etwas für dich. Einen schönen Quietschballon. Und ich kaufe mir ein Schnorrengiegeli.» Dann hat es für den Mikesch nochmal ein Würstchen gegeben und für den Paschik nochmal eine saure Gurke. Langsam sind die beiden müde geworden. Komm, wir gehen zum Wirtshaus zurück und holen unsere Bienen, hat der Paschik vorgeschlagen. Der Mikesch war einverstanden. Aber wo sie beim Wirtshaus zum bunten Hund angekommen sind, ist die Biene verschwunden. «Was ist da passiert?» haben sie die Wirtin gefragt. «Es tut mir furchtbar leid, aber irgendjemand hat sie mit seinem Töffli verwechselt. Ich weiss auch nicht, wie das hätte passieren können.» «Da ist ja eine schöne Geschichte», hat der Mikesch gefuttert. «Da klaut irgend so ein Halunk unsere schöne neue Zigarette und lässt dafür seine Knatterbüchse da. Können Sie uns echt sagen, wie wir jetzt heimkommen?» «Ja, so gehen wir halt mit dem Töff. Das heisst,
wenn er überhaupt mit so etwas fahren konnte. Was haben sie da anders machen? Der Mikesch ist auf den Sattel gesessen und der Paschik hinten auf den Rücksitz. Dann hat er den Motor angelassen. Du, hupt er und ist losgeknattert. Der Staub auf der Landstraße hat es nur so aufgewirbelt. Pass doch auf, Mikesch! Endlich sind sie Holeschitz angekommen. Großmutter hat es überall gesucht. Und wo sie jetzt die beiden sieht, auf dem Töff die Herzfräse kommen, hat sie gerade auf dem Holzklotz sitzen. Beide Knie hinterher geschlottert. »Wo kommt ihr auch her? Und wie seht ihr aus? Ihr könnt froh sein, dass euch nichts passiert ist. Und überhaupt, was soll die Teufelsmaschine? Ihr habt sie doch nicht etwa gestohlen, oder?« Nein, da nicht«, sagte Mikesch kleinlaut. «Wir sind zu Machowitz auf den Jahrmarkt gegangen. Und damit wir schneller dort sind, haben wir halt deine neue Biene mitgenommen.» Er hat der Großmutter der Reihe nach alles erzählt. «Das wird ja immer schöner«, rief die Großmutter. «So hat euch also jemand meine neue Garette gegen die Knattermaschine eingetauscht. Wie soll ich jetzt Futter holen oder das Holz im Wald? Ich kann doch nicht in meinen alten Tagen noch lernen, Töff fahren.» In der Zwischenzeit sind auch die Nachbarn schauen. «Wart, Großmutter, kommt dort nicht ein fremder Mann die Dorfstrasse drauf? Mit eurer Biene? Ich frisse einen Besen, wenn sie es nicht ist.» Und tatsächlich, sie ist es gsi. Der fremde Mann hat sie auf den Hof gerettelt. Dann hat er sich den Schweiß von der Stirn geputzt und hat tief aufgeschnauft. «Entschuldigt die Herrschaften, 1000-mal. Ich weiss nicht, wie mir das hätte passieren können. Ich bin nur froh, dass ich mein Töffli wieder gefunden habe. Wahrscheinlich habe ich ein bisschen zu viel türkischen Honig geschleckt zu Machowitz. Von dem vertrölt einem manchmal der Kopf, wissen Sie. Ich habe doch gemeint, ich sitze auf meinem Töff und plötzlich merke ich, dass das ja eine Garette ist. Sofort bin ich zurück auf Machowitz zum bunten Hund und dort habe ich erfahren, dass die Garette neu gehört. So, und jetzt bin ich da. Also nicht für ungut.» Der Mann hat sein Töffli in Empfang genommen. Er hat sich schnell verabschiedet und ist losgerattert. Die Großmutter war von Herzen froh, dass sie ihre heiß geliebte Biene wieder hatte. «Großmutter, bist du jetzt nicht mehr böse?» «Mau. Schau, wir haben dir die Bildchen gekauft auf dem Jahrmarkt. Mau. Für dich. Bist du jetzt nicht mehr böse?» Großmutter streicht den beiden über den Kopf. Nein, ihr zwei Loser. Ich bin ja so froh, dass ich euch wieder habe. Und auch meine Biene.» Dann sind alle todmüde schlafen. Der Paschik hat sich in seinem Stall verkrochen und der Mikesch ist aufs Bänkli gelegen vor dem Ofenrohr. Der Geissbock Bobesch. Dass der Gemeindehirt einen Geissbock hat, wo Bobesch heisst, das wissen wir ja schon. Der Bobesch war manchmal ein recht auflötiges Viech. Einmal ist er zum Beispiel mit den Hörnern auf den Pepik los und hat ihn auf dem Türenbirnbaum gejagt. 2 geschlagene Stunden ist er unter dem Baum stehen geblieben und hat gewartet, bis der Pepik wieder runterkäme. Der Pepik war wütig. Wenn mir der blöd Bobesch doch wenigstens auf einen Baum gejagt hat, wo Früchte hat.
Dann hätte ich eine feine Birne oder einen Äpfel essen. Aber so, Gottlob, endlich kommt der Onkel Hirt. Wo bist? Was machst du da? Lass den Peppick wieder runter und komm sofort heim. Der Hirt schüttelt den Bobesch an den Hörner. Der zottelt wohl oder übel mit. Aber wegen dem ist er kein Haar besser geworden. Er hat es bei anderen Kindern genau gleich gemacht. Der Gemeindehirt hat gar keine Freude gehabt. Wenn das so weitergeht, muss ich den Bobesch verkaufen, hat er vor sich her gebrummelt. Aber dann ist alles anders gekommen. Der Gemeindehirt hat gerade den Sonntagsmantel angelegt. Er hat tatsächlich nach Machowitz den Bobesch verkaufen. Da klopft es an die Tür. Wer kann das sein? Die Tür geht ein Spältchen auf und rein kommt der Bobesch. Er steht gerade auf seinen Hinterbeinen und mit dem Vorderhuf schweit er einen Blumenstrauß. Was ist denn das? Der Gemeindehirt treibt sich die Augen. Da hört er, wie sein Geissbock, der Bobesch, in Menschensprache aufsagt: Ich bin klein, mein Wunsch ist klein. Ihr sollt immer glücklich sein. Ich wünsche euch, werter Meister, ein glückliches, frohes Namensfeste. Zum Geschenk nehmt diesen Blumenstrauß. Er ist von mir das Beste. Der Gemeindehirt schaut rein, wie wenn er ein Gespenst sähe. Nein, Bobesch, so eine Überraschung. Komm, zeig den Strauß. Ist der schön. Ich has gehoben, dass heute jemand an meinen Namenstag denkt. Und dies Gedicht in Menschensprache. Aber ich hätt's eigentlich sollen merken. Der Peppick ist in letzter Zeit allbot um deinen Stall herumgeschlichen. Jetzt sind da schon 3. Der Mikisch, der Faschik und du. Da gibt mir ein Rechtsgespann das. Aber gell, Bobesch, von jetzt an machst keine Dummheiten mehr. Bist ein guter Geissbock, damit ich mich auf meine alten Tage freuen kann. Ich gib mir alle Mühe, Onkel Gemeindehirt. Der Mikisch in der Schule. Oh, haben wir einen Tag in meinem Kopf. Ich kann heute unmöglich in die Schule. Es war an einem frühen Morgen. Der Peppick hatte wohlige Schleifen um den Hals und ist auf den Warm aufgekrochen. Zum Fenster aus sieht er die Kinder in die Schule laufen. Der böse Donda zottelt hinten. Dann ist der Mikisch heimgekommen. «Peppick, warum hockst du so traurig auf dem Ofen?» «Ich habe so furchtbar Kopfweh.» «Gell, bist du froh, dass du nicht in die Schule musst?» «Überhaupt nicht, Mikisch. Manchmal mache ich ja schon ein bisschen Blödsinn. Aber wegen dem bin ich gleich kein schlechter Schüler. Ich gehe gerne in die Schule. Ehrlich. Das Fräulein erklärt uns alles so gut. Und auch sonst ist sie eine nette.» Der Mikisch sagt kein Wort mehr. Plötzlich schrinzt er am Peppick sein Schulzeug vom Tisch und haut ab damit. Der Peppick hat ihn gerade noch gesehen über das Brückli schwänzeln. Die Schulstunde hat schon längstens angefangen. Die Kinder sind am Schreiben und die Lehrerin hat etwas ins Klassenbuch notiert. Es ist mucksmüsli-still. Da knarrt die Haustür. Dann klopft es leislich an die Zimmertür.
Und jetzt geht sie ein Spältchen auf. Die Lehrerin legt den Federnhalter ab. «Welcher Pfnoki kommt denn da noch so spät?» «Einen schönen guten Tag wünsche ich Ihnen, Fräulein Lehrerin», sagt der Mikesch mit einer klaren Stimme und verneigt sich. «Ich bin da, weil ich den Pepik beschuldigen will.» «Ja, aber Mikesch, warum solltest du auch den Pepik beschuldigen? Meinst du echt entschuldigen?» «Ja, natürlich, Fräulein. Entschuldigung. Er kann heute nicht in die Schule kommen, er hat Kopfweh. Und ich erkläre ihm dann alles, was ihr heute lernt.» «Das ist lieb von dir, Mikesch. Aber du kannst nicht bleiben. Die Kinder würden sich zu fest ablenken lassen und würden nichts lernen.» «Doch, Fräulein. Mal, Fräulein. Wir passen ganz gut auf. Ehrenwort. Sicher, Und sonst lernen wir halt morgen wir doppelt so passen viel. ganz gut Aber auf. schicken Sie den Mikesch nicht wieder Nein, heim.» ganz sicher, wir passen auf. «Also gut, Mikesch, von mir aus. Kannst dir einen Platz aussuchen.» Alle Schüler und Schülerinnen sind gegen die Mitte von ihren Bänken gerutscht. «Komm da, Mikesch, da!» Mikesch, komm da. Mikesch, komm. Aber der Mikesch steuert schnurstracks zum 5. Bank. Dort sitzt Marili. Im Vorbeigehen hat ihn der böse Tonda schnell ein bisschen am Schwanz gezogen. Aber der Mikesch lässt sich nicht ins Boxhorn jagen. Er tut, wie wenn nichts gewesen wäre. Die ganze Schulstunde durch ist er andächtig im Bank gehöckelt. Plötzlich ist ein Spatz durch das offene Fenster zu fliegen gekommen. Der Mikesch ist ganz ruhig sitzen geblieben. Er hätte eben wirklich der Lehrerin zuhören. So ist der Spatz ganz gemütlich wieder zum Schulzimmer raus und davon geflogen. «Also, Kind?» hat die Lehrerin wissen. Sie hatten Naturkunde. «Ist die Kuh ein nützliches oder ein schädliches Tier?» Ganz schnell hat der Mikesch die Pfötchen in die Höhe gehoben. «Fräulein Lehrerin, die Kuh ist ein absolut schädliches Tier. Sie ist mir mal auf den Schwanz gestanden.» «Ja, und wer gibt dir denn die Milch zum Morgen?» «Schusters Großmutter, Fräulein.» Die Schüler pfnuttern. «So, Ruhe jetzt, sonst muss ich den Mikesch heimschicken.» Alle sind auf einen Schlag still. Jetzt ist Sprachlehre dran gekommen. Schreiners Franta hat an der Wandtafel vorne geschrieben: «Heute früh bekam ich eine schöne Birne.» Der Punkt am Schluss hat gefehlt. Das Fräulein fragt: «So, Kind, was hat der Franta vergessen?» Da hebt der Mikesch wieder das Pfötchen in die Höhe und sagt: «Der Franta hat vergessen, Danke zu sagen.» Die Kinder können das Lachen wieder nicht verheben. Der Mikesch kommt nicht mehr draus. Das Marili tröstet ihn. «Musst nicht traurig sein, Mikesch. Weisst, der Franta hat den Punkt am Schluss vergessen.» «Danke, Marili.» Der Mikesch ist wieder zufrieden und er lässt wieder der Lehrerin zu. «So, Kind, noch eine letzte Frage für heute. Wie schreibt man Zwetschgen? Mit einem starken oder mit einem schwachen T?» «Das kommt ganz auf die Zwetschgen drauf an», ruft der Mikesch ganz aufgeregt. «Wenn die Zwetschgen noch grün und hart sind, dann haben sie einen starken T. Wenn sie aber reif und weich sind, dann schreibt man es D.» Ich glaube, es ist gut, dass die Schulglocke geläutet hat. Ich weiss nicht, was der Mikesch noch alles für Antworten gegeben hätte. Aber die Lehrerin hat ihm beim Adieu-Sagen übers Köpfchen gestrichen. «Du hast fein mitgemacht, Mikesch. Ganz sicher gäbst du einen Musterschüler, wenn du regelmässig in die Schule könntest.» Der Mikesch ist weg. Seit er in der Schule war, ist der Mikesch wie ein umgekehrter Händchen. Das Fräulein hat ihn vor allen Kindern gelobt. Und da hat er nicht vergessen. Von jetzt an ist er ein ernsthafter und ein gescheiter Kater. Auf dem Estrich
hat er einen alten Kalender aufgestöbert. Er hat ihn unter den Arm geklemmt und ist wichtig umeinander stolziert. Manchmal hat er so getan, wie wenn er lesen drin. Dazu hat er immer die Lippen bewegt. «Mikisch, was machst du auch?» Der Peppi konnte Schmunzeln nicht verheben. Aber der Mikisch ist so gern mit dem Kalender schlafen. Dann ist er plötzlich mit einem Stück Draht hergekommen und hat ein Brillengestell gebastelt. Eins ohne Gläser, natürlich. Von jetzt an hat er immer zuerst Brillen auf die Nase gedruckt, bevor er in seinem Kalender gelesen hat. Das war ein Schauen. «So, Mikisch», hat der Peppi schliesslich gerufen. «Es langt. Du bist ja nur einen halben Tag in der Schule gsi und jetzt benimmst du dich wie ein Herr Professor. Komm gescheiter Trottinettle.» Ohne mich. Blödes Bubizeug. Eine ganze Woche lang ist er so rumgelaufen. Der Peppi ist ein wenig hässig geworden. Aber dann ist alles anders gekommen. Die Großmutter wollte Pfannkuchen backen. «Mikisch, bist so lieb und hol mir ein bisschen Nidel aus dem Keller.» «Selbstverständlich, liebes Großmütterli. Ich bin grad wieder zurück.» «Ja?» «Mal, Großmutter hätte Mikisch ohne weiteres schicken Rahm holen. Es wäre ihm nie in den Sinn gekommen, zu schlönen. Sie hätte ihm auch immer ein bisschen gegeben, wenn er Lust hatte. Der Mikisch hat also seine Brillen aufgesetzt und macht ein gescheites Gesicht. So geht er in den Keller runter. Normalerweise hat er einmal den Nidel in ein kleines Schüssel abgefüllt. Ich weiss nicht, warum er heute den ganz schweren Rahmtopf auf das Maul auftragen. Er hat ihn in seine Pfoten genommen und ist damit steigen auf. Plötzlich rutscht ihm die Verflixbrille von der Nase. Der Mikisch will sie heben. In dem Moment schlüpft ihm der schöne Topf mit samt dem Nidel zu den Pfoten aus und verschlägt. Auf dem Steinboden gibt es einen weissen See und drinnen liegen die Scherben. «Nein, so etwas, das kann ich unmöglich der Großmutter sagen.» Der Mikisch huscht zum Keller raus und versteckt sich auf dem Dachboden. Ausgerechnet der Rahmtopf von unserer lieben Großmutter. Und ich habe ihn geschlissen. Wenn ich nur wüsste, wie ich da wieder gut machen kann. Er stützt den Kopf in beide Pfoten und studiert. Hey, ich habe doch vom Jahrmarkt her noch Geld gespart. Genau, ich kaufe einen neuen Nidelhafen. Unter dem Dach, zuoberst im Giebel, hat er sein Schatzkistchen versteckt. Er holt es zwischen zwei Balken vor und schaut rein. Das kann doch nicht wahr sein. Leer. Es ist einfach leer und nichts mehr drin. Aha, mal klar. Ich habe am Peppi das ganze Geld gegeben, damit er Malfarben und Papier kaufen konnte. Er zeichnet doch so gern. Und jetzt? Unser guter Mikisch schaut ganz verzweifelt in sein Drückli. Da gibt's nichts anderes. Ich muss in die weite Welt raus. Ich muss arbeiten. Er schoppt das leere Schatzkistchen wieder ins Versteck. Dafür zieht er seinen Mantel raus und stopft ihn in einen kleinen Sack. Er hängt ihn über die Schulter und legt sein Hütchen an. «Adieu», winkt er traurig. «Macht's gut. Es soll euch gut gehen. Mau.» Dann ist er zur Dachluke aus und verschwunden. Wo bleibt auch der Mikisch so lang? Mikisch,
Mikesch! Das ist doch sonst nicht seine Art. Mikesch! Ich muss gewiss mal schauen. Großmutter stieg Kellerstegen ab. Nein, Pütis! Die Bescherung! Was ist echt da passiert? Großmutter ruft noch ein paar Mal. Dann geht sie zurück in die Küche. Er kommt sicher bald wieder, tröstet sie sich. Aber der Mikesch bleibt weg. Es ist Abend geworden. Der Pepik ist von der Schule heimgekommen. Mikesch! Er fängt an zu suchen. Zuerst im ganzen Haus und dann im Dorf. Nachbarn kommen zu ihren Häusern raus und suchen mit. Mikesch! Mikesch! Von überall her tönt's. Mikesch! Sogar der Geissbock Bobesch ist vom Hügel runtergekommen und meckert mit. Säuli Paschig seufzt. Vielleicht sehen wir ihn jetzt gar nie mehr. Da humpelt die alte Kräuterlise dorthin. Sucht der den Kater Mikesch? Gerade als ich zum Wald ausgekommen bin, ist er vorbeimarschiert. Mit einem Wanderstock und einem Reisebündel über den Schultern. Lass mir alle daheim 100-mal grüssen. Ich muss in die weite Welt, zur Strafe, hat er gerufen. Und dann ist er im Wald verschwunden. Ich hab's ja gesagt. Wir sehen ihn nie mehr. Einfach verduften, ohne ein Wort zu sagen. Das macht man doch nicht. Vielleicht kommt er ja irgendwann wieder zurück. Was will er auch anfangen, so allein in der Fremde? Die Kräuterlise geht langsam auf ihre Hütte zu. Der Pepik ist in der Zwischenzeit zur Großmutter gerannt und hat ihr es erzählt. Tränen sind ihm nur so runtergelaufen. «Nein, so etwas», sagt sie allbott wieder und reibt sich mit dem Nas durch die Augen. Bis tief in die Nacht sitzen der Pepik, der Bobesch und der Paschig vor dem Stall. Sie weissen, wo der Mikesch könnte hergegangen sein und ob er echt je einmal zurückkäme. Der Pepik muss heute seit langer Zeit zuerst mal wieder allein auf dem Hof schlafen. Das Maunzerle. Seit der Mikesch verschwunden ist, schleichen die Tage mühsam dorthin. Jeden Abend besuchen der Pepik und der Bobesch Säuli Paschig. Habt ihr nichts gehört von Mikesch? Nichts. Der Pepik beisst sich auf die Lippen. Ich bin ihn wieder auf allen Seiten vom Dorf suchen. Und vom Hügel aus habe ich auch nichts gesehen. Auch die Großmutter kann es immer noch nicht fassen. Wegen einem Niedelhafen davonlaufen. Dabei kostet der Neue doch nur ein paar Batzen. Nein, so etwas. Die Nachbarn haben die Köpfe zusammengestrickt. Gibt es etwas Neues von Mikesch? Habt ihr etwas gehört von Mikesch? Wisst ihr noch nichts von Mikesch? Die Großmutter schüttelt einmal traurig den Kopf und muss sich Tränen abputzen. So sind ungefähr 2 Wochen vergangen. Dann, am Nachmittag, ist der Pepik von der Schule heimgekommen. Er hat einen kleinen, weissen Wuschelknäuel,
ein junges Büsi auf dem Arm trägt. Schnurstracks ist er mit dem Katerli zum Bobesch und zum Paschik. Ein junger Kater. Was sollen wir mit dem Hoselotterich? Der wird sowieso nie wie der Mikesch. Verächtlich haben sie auf die Seite geschaut. Ihr dürft nicht vergessen, auch der Mikesch war einmal so klein. Und nachher ist er weiss Gott wie gescheit worden. So eine oberintelligente Katze kommt nur alle 5 Jahre einmal auf die Welt. Aber wir sehen es ja dann. Das junge Büsi hat ängstlich gejümmelt, wie wenn es hätte sagen, aber gell, ihr habt mich gern. Der Pepik streichelt es. Wie sollen wir es taufen? Maunzerle. Haben sie einstimmig beschlossen. Ja, das Maunzerle. Es hat und hat nicht wachsen. Es ist ein kleiner Pfüderi geblieben. Der Pepik hat sich eine Heidemühe gegeben. Er hat auch ihm das Reden beigebracht. Das Maunzerli hat es schon gelernt. Aber mit ein paar Buchstaben hat es halt immer ein bisschen Mühe gehabt. Vor jedem Bitzeli hat es Angst gehabt und hat grad brüllen. Auf einen Baum hochklettern hat es schon gar nicht können. Aber da war auch ein bisschen am Pepik seine Schuld. Er hat nämlich am Maunzerli von Anfang an Stiefel angelegt. Und mit Stiefeln an den Füssen kann keine Katze gut auf Bäume klettern. Dafür haben der Bobesch und der Paschik ein bisschen an Lotri getrieben mit ihm. Einmal haben sie ihn zum Krömer geschickt. «Maunzerli, gang in den Laden und sag, du hättest gern Zeltli.» Das Maunzerli ist gegangen. Und nach einer Weile ist es ganz verstört zurückgekommen. «Der Mann im Laden hat gesagt, das gäb's nicht. Ich soll euch ausrichten, ihr seid selber dumm.» Der Bobesch und der Paschik lachen. Und doch, das Maunzerli wird einen Alltag lieber. «Komm, du kleine Haselotteri, machen wir Ritterrössli.» Er nimmt das Maunzerli auf den Buckel und galoppiert mit dem kreuz und quer über den Hofplatz. «Ist das schön?» «Siehst du die zwei und wie das Maunzerli glücklich ist?» Die Großmutter schaut zum Fenster raus. «Ja, sicher. An unseren Mikesch mag's nicht an. Aber ich has gern. Schon manchmal hat's mir die Brille gesucht, wenn ich sie verleiht habe. Und auch sonst ist es ein Liebe.» Ein Brief aus der Fremde. Langsam haben sich alle aneinander gewöhnt. Und das neue Katerli haben es richtig ins Herz geschlossen. Nur der Mikesch, den haben sie nie vergessen. Es sind jetzt schon ein paar Wochen vergangen, seit er verschwunden ist. «Ich glaube nicht, dass er wieder zurückkommt», sagt die Großmutter zum Pepik. «Es kann doch nicht sein, dass er sich wegen einem verschlagenen Topf nicht mehr heimgetraut. So ein gescheiter Kater. Vielmehr habe ich Angst, dass ihm etwas passiert ist. Ich glaube, wir müssen uns mit dem Gedanken abfinden, Pepik. Tröstest dich halt mit dem Maunzerli.» «Das kann ich nicht, Großmutter. So gern ich das Maunzerli habe. Aber den Mikesch kann ich nicht vergessen. Dazu bin ich ganz sicher, dass er noch lebt.» Jeden Tag
hat er am Maunzerle vom Mikesch erzählt. Du musst gut zulassen und fleissig lernen. Und wenn der Mikesch heimkommt, dann sagst du ihm brav Grüezi und gibst ihm einen Kuss auf die Hand. Er ist schliesslich dein Onkel. Einmal hat der Pepik erzählt, wie einem Schneider Matuschek sein Kanarienvogel ab ist und wie ihn der Mikesch wieder eingefangen hat. Stell dir vor, zum Dank hat ihm der Schneider Matuschek einen richtigen Mantel genäht. Ich möchte auch schon geschickt sein und ich hätte halt schüllig gern auch schon ein Schmänteli. Von jetzt an scharwenzelt das Maunzerle allbot ums Haus vom Schneider Matuschek herum. Vielleicht fliegt ihm der Kanarienvogel wieder davon und das darf ich ja nicht verpassen. Der böse Tonda hat das Maunzerli schon eine Weile beobachtet. «Sali Maunzerli, warum schneidet er im Fenster rauf?» «Ich warte, bis der Kanarienvogel fortfliegt. Dann fangen wieder ein und dann neigt mir der Schneider Matuschek vor lauter Dank am Mantel, wie er es beim Onkel Mikesch gemacht hat.» «Nicht schlecht, nicht schlecht. Das machst du gut, Maunzerli.» Der Tonda grinst. Ein paar Tage später schaut er ihm auf. Er streckt ihm einen hölzigen Spielzeugvogel her. «Schau da, bring den Piepsi am Schneider. Er ist ihm heute Morgen zum Käfig ausgeflogen. Kommst denn sicher einen Mantel über dafür?» Kaum ist das Maunzerli um die Ecke gesteuert, lacht der böse Tonda los. «So ein Lappi, musst schauen, da geht nicht lang und der Schneider schmeisst ihn im höheren Bogen zur Werkstatt aus.» Unterdessen hat das Maunzerli an die Tür geklopft. Wo ihm der Schneider aufmacht, sagt es ganz höflich: «Einen schönen guten Tag, Herr Schneider Matuschek. Ist Ihnen der Piepsi-Vogel vorgeflogen? Ich bringe ihn wieder zurück. Und bitte schön, schneidern Sie mir auch schon einen schönen Mantel, wie Sie einen am Mikesch gemacht haben.» Der Schneider ist ein gescheiter und ein belesener Mann. Er wird überhaupt nicht verrückt. Er nimmt den hölzigen Vogel in Empfang und lächelt. «Das ist lieb von dir, Maunzerli. Momol, du sollst deinen Mantel haben. Und zwar gerade jetzt. Sitz dort auf dem Stuhl.» Bevor das Maunzerli richtig rausgekommen ist, hat ihm der Schneider Matuschek ein schnusiges Mänteli genäht aus lauter bunt gescheckten Plätzen. Das Maunzerli gumpelt vor lauter Freude bis an die Decke. «Tausend Dank, Herr Schneider Matuschek! Danke, danke!» «Ist schon recht, Maunzerli. Komm gut heim.» Er hat das Katerli bis zur Tür begleitet. Draussen ist der böse Tonda von einem Bein aufs andere trampelt. Jetzt fährt er zusammen. «Nein, das gibt's ja nicht. Seht ihr das Maunzerli? Wart nu, wir wollen mal schauen, ob du mit deinem neuen Mantel schwimmen kannst.» Vorsichtig schleicht er am Maunzerli nach. Gerade hat er es packen und in den Dorfweiher werfen. Da wird er selber auf die Hörner genommen und im höheren Bogen ins Wasser geschleudert. Von wem? Ich glaube, das muss ich euch nicht erzählen. Eine Weile später ist der Paschik den Hügel aufgekeucht. Der Bobesch hockt auf dem Bänkli vor dem Stall raus. Mit einem alten Strähl pflegt er seinen Bart. «Bis willkommen, alter Freund. Macht das bequem.» Ja, ja. Ich bin schon lange nicht mehr bei dir oben gsi. Das Hügelsteigen macht mir gerade ein bisschen Mühe. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel zugenommen in letzter Zeit. Ja, das gibt's halt, wenn schlank sein nicht mehr Mode ist. Eine schöne Aussicht hast du oben. Man sieht bis auf den Dorfplatz. Du und die Geschichte mit dem Maunzerli und dem bösen Tonda. Bombisch.
Ich habe schon gesehen. Das ist ihm recht geschehen. Wer anderen eine Grube gräbt. Grüezi miteinander. Ich soll etwas abgeben für einen Herr Geissbock Bobesch. Der Briefträger. Er grübelt den Brief aus seiner riesigen Ledertasche aus. Das musst du sein, Bobesch. Wer schreibt denn mehr? Ich habe doch schon ganz lang nichts mehr angestellt. Und überhaupt, ich kann gern nicht lesen. Lesen? Sieht auch aus, wie wenn es eine Katze hergeschlirrt hat. Da. Für Herrn Bobesch, Ziegenbock, Hirnmali, Gemeinshirt in Holeschitz. Potzbohnenblutspaschig, das ist von Mikresch. Der Paschik schaut den Bobesch aus kugelrunden Äugli ganz gehäuselt an. Herr Briefträger, haben Sie vielen Dank für Ihre Mühe. Ich muss sofort zu Schusters. Mit Gewaltsgümp hetzt er den Hügel ab. Bobesch, wart, ich komm auch. Juhe, ein Brief von Mikresch. Ein grossartiger Empfang wird vorbereitet. Großmutter und der Pepik sind am Holzschitten vor dem Haus aussen. Das Maunzerli hüpft von einem Tremmel zum anderen. Geschenkt er, wenn ich schon gut springen kann? Fein machst du es, Maunzerli. Hey, schaut dort, der Bobesch und der Paschik. So schnell habe ich es noch nie gesehen. Rinne. Die Großmutter und der Pepik haben die Säge und das Biel angestellt. Großmutter, Pepik, Maunzerle, ein Brief von Mikresch. Nein, so etwas. Großmutter lässt die Arme sinken. Der Pepik rast ihnen entgegen. Ist das wahr? Zeig mal. Was steht da? Für Herrn Bobesch. Der ist an dich adressiert. Dürfen aufmachen? Aber sicher, und zwar möglichst strassig. Ich kann seinen Weg nicht lesen. Schnell holt der Pepik eine Schere im Haus. Er schneidet den Brief am oberen Rand auf und liest. Großmutter, der Mikresch lebt und er komme bald zurück. Er lebt und er kommt zurück. Und ich darf das erleben. Nein, so etwas. In Großmutters faltigem Gesicht fängt es an zu zucken. Also, lasst zu. Lieber Bobesch, ich grüße dich 5-mal und schreibe dir, dass ich gesund bin und arbeite im Zirkus Klutzki in Brandeis am Marktplatz und mir geht's gut und hab schon Geld für viel Rahmtöpfe. Soll euch grüßen vom Elefant Brundibar und vom Affen Katschaba und vom Bären Mischka und werd bald kommen. Hab Sehnsucht nach euch. Grüß dich, dein Mikresch, dir Bendiger im Zirkus. Dir Bendiger. Was heisst echt das schon wieder? Tierbändiger im Zirkus. Der Pepik tanzt auf einem Bein um den Scheitertopf herum. Der Bobesch fängt an zu galoppieren und schliesslich hopst auch der Paschik mit. Im Takt rufen sie «Juppei di und Juppei da, bald ist unser Mikresch da, Juppei di und da, bald Nein, so etwas!» Großmutter steht in der Mitte und reibt mit dem Schossenzipfel die Augen. Das Maunzerli bringt vor lauter Staunen das Mühli nicht mehr zu. Am anderen Tag hat es ganz Holeschitz gewusst. Wer am Schuhmacherhäusli vorbeigekommen ist, hat schnell den Kopf hineingestrickt. «Ist es wahr? Wegen Mikresch?»
Jedes hätte den Brief selber sehen. Beim Paschik im Stall gibt es eine Sitzung. Wir müssen den Mikesch ehrwürdig empfangen, meinte Pepik. Aha, wir machen einen Triumphbogen. Und das ganze Dorf muss dabei sein. Der Bürgermeister muss eine Rede halten. Und die Feuerwehrkapelle muss spielen. Ich trompete den auch mit. Du, 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 du. Aber wir wissen doch gar nicht, wen er kommt. Das ist gleich. Wir warten einfach jeden Mittag. Er ist schliesslich am Mittag weggegangen. Dann kommt er auch am Mittag wieder zurück. Und was ist, wenn er erst in 2 Wochen kommt? Stell dir vor, wenn die Feuerwehrkapelle jeden Mittag müsste spielen, das kostet viel zu viel Geld. Aber das mit dem Triumphbogen, das gefällt mir. Und das Mauzerli muss einen Willkommensspruch aufsagen. Ich habe schon ganz schön Sprüchli. A, B, C, Katsch läuft über den Schnee. Das ist nichts. Das kannst du im Winter singen, wenn du auf die Eisbahn gehst. Wie wär's mit dem, wann der Hund mit der Katz übern Eckstein springt und der Frosch in der Luft die Wurst verschlingt? Hör auf, das ist Wischi-Waschi-Zeug. Was hat ein Hund und ein Frosch mit dem Mikesch zu tun? Wir brauchen etwas Rechts. Ich hasse. Herr Vater, Frau Mutter, im Keller hat's ne Maus. Lassen wir den Kater los, der jagt sie wieder raus. Ausgezeichnet, Paschik. Ausgezeichnet, Paschik. Der Pepik und der Bobesch sind ganz begeistert. Also, Maunzerle, mach die Ohren weit auf. Der Paschik sagt dir so lang vor, bis du auswendig kannst. Und wenn der Onkel Mikesch heimkommt, gibst ihm deine Patsche und einen Kuss. Was ist eine Patsche? Hey, ist das ein Dummerli? Musst schauen, der Hösel vermasselt uns noch alles. Nichts vermasselter. Wir üben es gerade mal. Bobesch, du tust, wie wenn du aus der Fremde kämtest. Der Bobesch ist zum Birnbaum über und marschiert mit riesen Schritten dorthin. So, Maunzerli, jetzt bist du dran. Das Maunzerli streckt das Pfötchen an und sagt ohne einen Fehler: Herr Vater, Frau Mutter, im Keller ist ne Maus. Lassen wir den Kater los, der jagt sie wieder raus. Bravo, 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 bravo. Das klappt ja wie am Schnürli. Immer kommt es anders, als man denkt. Etwa eine Woche später, in aller Frühe, ruft der Paschik: Pepik, los, was ich geträumt habe. Der Mikesch ist zu mir in den Stall hineingekommen. Freut euch, hat er gesagt. Morgen komme ich heim. Er war piekfein angelegt und ein Aff war sein Diener. Der hat einen riesengroßen Koffer geschleift. Dann sind die beiden zusammen in die Koffer geschlafen. Und der ist vor mir selber zugegangen und davon marschiert. Dort, zwischen den Häusern von Frantax und vom Schneider Matuschek, ist sie durch. Sie hat quakt wie ein Frosch. Das ist ein Zeichen. Der Mikesch will uns etwas sagen. Er will sagen, dass er bald kommt. Wir müssen Fürschi machen. Ich gehe sofort den Bobesch holen. Der Paschik hat in dieser Zeit den Besen geholt und seinen Stall rausgemistet. Nicht, dass der Mikesch findet, ich habe einen Saustall. Dann sind sie an die Arbeit. Aus 2 dicken Haselruten und Tannennest haben sie einen Torbogen gebastelt. Sie haben ihn mit Blumen geschmückt. Und der Pepik hat auf eine Papierbank gemalt: «Willkommen, Mikesch!»
Am Hackpfosten vom Schneider Matuschek und am Gartentor vom Schreiner haben sie ihr Kunstwerk aufgespannt. Da Empfang. Jetzt muss der Mikesch nur noch kommen. Der Paschik läuft nervös unter dem Bogen auf und ab. Der Pepik sitzt auf dem Mührli und spielt auf seiner Mullorgel. Der Bobisch zupft sich ständig am Spitzbart und stiert in die Weite. Die Sonne ist immer höher gestiegen. Ich gehe uns etwas zu essen holen. Wartet da. Der Pepik ist losgestürmt. Du, Paschik, dunkt's dich nicht auch? Der Pepik blieb ja ein bisschen lange weg. Wohl, Bobisch, da stimmt doch etwas nicht. Paschik, Bobisch, kommt schnell! Der Mikesch ist schon längstens daheim! Zum Himmel, Donnerwetter, Paschik, so habe ich mir's nicht vorgestellt. Ich auch nicht. Komm, hilf mir, den Triumphbogen abnehmen. Und so schnell wie neben ein Geissbock und eine Säule auf den Hinterbeinen drinnen sind sie heim. Da steht er, unser guter Mikesch. Ein hocheleganter Herr in neuen Stiefeln mit Sporen dran. Die roten Hosen mit goldigen Stickereien verziert. Und das Käppli auf dem Kopf passt exakt dazu. Ja, man sieht's. Er ist jemand im Zirkus. Nein, so etwas. Großmutter kann sich nicht satt schauen. Sie streicht dem Mikesch immer wieder über den Kopf. Freudentränen kugeln die runzligen Backen ab. Dass du wieder da bist. Der Pepik lässt ihm das Pfötli nicht mehr los. Er zupft ihm das Hütli zurecht und putzt ihm den Staub aus den Kleidern. Mikesch, du bist es. Wie haben wir die noch verpassen? Schnell spannt sie den Triumphbogen über den Mikesch. Der Pepik mullörgelt. Danke, meine Liebe. So wunderbar habe ich mir das Heimkommen nicht vorgestellt. Aber kommt jetzt in die Stube. Ich muss nur noch schnell etwas erledigen. Er ist zu einem Mann an, der neben dem Handwägeli gewartet hat. Sie können bitte schön alle Sachen ins Haus hineintragen. Erst jetzt haben sie gemerkt, dass der Mikesch einen ganzen Berg Päckli mitgebracht hat. Er hat ein grosses Portemonnaie vorgenommen und dem Dienstmann ein Trinkgeld gegeben. Scheinbar ein wackerer Batzen. Der Dienstmann hat sich auf alle Fälle verneigt. Ergebensten Dank, gnädiger Herr. Der Mikesch packt aus. Willst du nicht absitzen, Mikesch? Bist doch sicher müde von dieser langen Reise. Großmutter putzt geschwind den Stuhl ab. Der Mikesch schluckt. Vor Rührung bringt doch kaum ein Wort raus. Ich glaube, zuerst packen wir aus, liebe Großmutter. Der Pepik hat gerade die Schnur vom ersten Päckchen durchschneiden. Da geht die Stubentür auf. Das Maunzerli. Herr Vater, Frau Mutter, im Keller ist ne Maus. Was? Wo? Gibt's da Mäuse? Seid ihr vorbei? Der Mikesch lässt die Schachtel fallen und ist mit einem Satz bei der Tür.
Wart doch, Mikesch! Der Bobesch springt hinten rein und hebt ihn am Mantelzipfel. Ja, gesagt, der Galöri vermassli alles. Der Paschik hat das Brüllen zuvorderst. Der Mikesch kommt überhaupt nicht mehr draus. Da gibt dem Smaunzerle ehrfürchtiges Pfötli und sagt: Herzlich willkommen, Onkel Mikesch. Lassen wir den Kater los, der jagt sie wieder raus. Du heiliger Strohsack, jetzt haben wir die Begrüßung so manchmal geübt und der Tollpatsch baut solche Mist. Der Paschik wäre am liebsten im Erdboden versunken. Also, ich finde, er hat seine Sache ausgezeichnet gemacht, Paschik. So ein kleiner Knirps und kann schon so gut reden. Sag, wie heisst ist eigentlich? Maunscherle, Onkel Mikesch. Maunscherle, das ist prima gsi. Schau da, kauf dir etwas Schönes. Für mich allein? So ein grosser Batzen. Danke tausendmal, Onkel Mikesch. Ist schon gut, Maunscherle. Er hat ihm übers Köpfli gestrichen und ist zurück zu den Geschenken. Hei, ist das ein Segen gsi. Großmutter hat Zucker bekommen und Reis, Kaffee, Grieß und Gewürz. In einer Schachtel hat es Schoki, Datteln, Feigen, Orangen und manches Päckchen Bomben und Schleckzeug. Kleiderstoffe sind zum Vorschein gekommen und Socken und warme Halstücher. Dann hat der Mikesch die Geschenke verteilt, die er für jedes extra ausgesucht hat. Zuerst ist der Pepik dran gekommen. Eine neue Mullorgel, Mikesch und Malfarben, Pinsel und Papier. Grossmütterli, da sind 2 Brillen. Eine für den Werchtig und die mit dem Goldrand für den Sonntag. Und das ist für dich, Bobesch. Jetzt kannst du jeden Morgen deinen Bart striegeln. Ein Strahl und ein riesiger Spiegel. So, Paschik, die habe ich auch nicht vergessen. Der Paschik hebt das Ohr an die Schachtel. Ist das? Schnell reißt das Papier weg. Eine richtige Wanduhr für meinen Stall. Nein, so etwas, lieber, guter Mikesch. So gern an die Gemeindehirt, hat der Mikesch gedacht. Eine neue Backpfeife hat er ihm geschenkt und ganz viel indischen Tabak. Du machst Sachen, Mikesch, Mei, oh Mei, und das viele Geld. Wo hast du denn das her? Ganz ehrlich verdient, Großmutter. Aber das erzähle ich später. Schau, das ist noch für dich. Drum bin ich ja in die weite Welt rausgezogen. Er hat der Großmutter ein Paket auf die Knie gelegt. Aber ihre haben die Hände so zittert, dass der Pepik zu Hilfe kommen. Und dann haben sie ihn ausgepackt. Den neuen Nidelhafen. Du bist wirklich nur in die Fremde gegangen, um einen neuen Nidelhafen zu kaufen. Oh, du Goldkater, du! Plötzlich geht die Tür auf. Ein Haufen Kinder drängen in die Stube. Hoi, Mikesch, willkommen wieder heim. Sali Mikesch, hoi, Sali, bist wieder zurück. Hoi, Mikesch. Alle schütteln die Pfoten. Ich bin so glücklich, dass ich wieder da bin. Und euch habe ich auch nicht vergessen. Er hat schon gesehen, wie es zum Schleckzeug übergeschielt haben. Pepik, hilf mir verteilen. Jedes hat etwas zu schlecken bekommen. Auch der böse Donda. Nimmst gescheiter übers Knie. Der Mikesch winkt ab. Heute ist ein Freudentag für alle. Die Kinder haben sich 1000-mal bedankt und sind zur Stube aus. Unsere Freunde haben weiter ausgepackt. Sie sind so vertieft gsi,
dass sie gern nicht gemerkt haben, wie ein altes, verhutzeltes Männli mit einem weißen Bart reingekommen ist. «Ich bitte nur Gabe.» Der Mikisch holt aus der Schachtel für die Erwachsenen ein Päckchen raus. «Da, der beste Schnupftabak für so alte Grossväterli.» «Schnupftabak mag ich nicht. Ich hätte gern Zuckerzeug.» «Aber, Grossvater, denk auch, für da hast du doch gern nicht mehr genug Zähne.» «Kannst stinken da!» Alle haben die Zähne bewundert. «Das Bohnenblust, weiss, wie ein Hemperknöpf!» Vor lauter Schauen ist der Bobesch scheinbar mit dem Horn ein bisschen zu nahe hergekommen. Auf einmal steht das alte Männli ohne Bart da. Und wer kommt führen? Der Tonda. «Sapperlot, hast gemeint, kämst noch mehr Schleckzeug über, du Bengel, du!» Der Bobesch hätte ihn gerade auf die Hörner nehmen. «Lass ihn gehen, Bobesch. Wir wollen doch nicht unser Fest verderben.» Dankbar ist der Tonda zur Tür ausgewitscht. Der Mikisch erzählt. Jeden Abend sind alle bei der Großmutter in der Stube zusammengesessen. Auch die Nachbarn und die Kinder. Das Maunzerli ist vor Aufregung hin und her gehopset. «Onkel Mikisch, das Maunzerli ist nicht zu klein, es darf auch die Schuhe lassen.» «Sicher, Maunzerli.» Also, am ersten Tag bin ich an der Holeschitzer Ziegelei vorbeigewandert, bis in die Nähe vom Dorf Daleschitz. Ich hatte Hunger bekommen und war müde. In meinem Schreck habe ich doch nichts zu essen eingepackt. Auf einem Tschüppeli Moos habe ich ein bisschen verschnauft und umeinander geschaut. Oh, dort hütet ein Mädchen Gänse und liest in einem Buch. Vielleicht hilft mir da weiter. Kurz entschlossen ist er zu ihm hergegangen. «Einen schönen guten Tag.» Der Mikisch hat die Kappen abgenommen und sich verbeugt. «Ich bin Schusters Mikisch aus Holeschitz.» «Und ich bin Schreiners Lisi aus Daleschitz.» «Seit wann laufen Katzen auf 2 Beinen und können reden?» «Ich rede mit dir, weil ich reden gelernt habe. Was nützt's, wenn ich dich anmiaue und du verstehst es nicht?» «Ha, du bist ein komischer Kauz, du. Katzen reden nicht und basta. Wir haben das gerade kürzlich in der Naturkunde durchgenommen. Und ich hatte eine Sechse, das du weisst.» «Das ist mir alles klar. Ich habe die Schule schon längstens hinter mir.» «Ja? Und woher gehst du jetzt?» «In die weite Welt.» «Und warum?» «Ich habe der Großmutter einen Rahmtopf verschlagen.» Der Mikisch hat am Gänselisi die ganze Geschichte erzählt. «Du bist ein heiterer Kater, du. Verschlägst einen Rahmtopf und dann laufst du davon. Jetzt haben sie keinen Topf und keinen Kater mehr. Am Ende sucht dich noch die Polizei.» «Um Himmels Willen, nur das nicht. Dann gang ich gescheiter weiter.» «Ich wünsche dir viel Glück in der weiten Welt. Schau da, noch etwas auf den Weg.» Das Lisi zücht ein feines Weckli zu seinem Znüni-Sack aus. Der Mikisch hat sich herzlich bedankt und ist wie das Büsiwetter weitergezogen. Bei den Hüterbuben und die Großmutters Kränze. Ums Dorf Daleschitz hat er einen grossen Bogen gemacht. «Ich will auf keinen Fall, dass mich die Polizei verwünscht.» Er ist auf Feldweg und über Wiesen gewandert. Unter einem Hagebuttenstrauch hat er das warme Mänteli vorgenommen. «Ist das kalt plötzlich. Und Hunger habe ich auch. Aber ich kann nicht bleiben.» Aufs Gratwohl ist er weitergezogen. Schliesslich landet er mitten auf einer Kuhweide. Und dort lodert ein Feuer.
Ein Bub brötelt Herdöpfel. Da verduftet gescheiter. Aber der Hüterbub hat den Mickrisch schon entdeckt. Verdutzt glotzt er ihn an und steht ihn langsam auf. «Sag einmal, träume ich oder spinne ich?» Immer wieder fährt er sich mit seinen russigen Händen übers Gesicht. So etwas ist mir noch nie begegnet. Er geht langsam auf den Mickrisch zu und bestaunt ihn von allen Seiten. «Was bist denn du für eine?» Ich bin Schwester Mickrisch aus Holeschitz. «Hä? Ich habe eigentlich nur gefragt, weil mir nichts Gescheiteres eingefallen ist. Du kannst ja reden.» «Hey, Sepp, Fritz, Bastel, Franz, da müsst ihr sehen. Macht ein bisschen, sonst lauft er weg.» Aus dem Wald kommen nochmal 4 Hüterbuben zu rennen. «Woher gehst du?» In die weite Welt. Ich habe Großmutters Nidelhafen verschlagen. «Und jetzt hast du Schiss zum Heimgehen, gell?» «Ja, habe mich auch schon nicht mehr heimgetraut. Das ist schlimm, ich weiss. Hast du Hunger? Oder kalt?» Kalt habe ich schon. «Also komm, sitz ans Feuer und wärm dich.» Die 4 Kollegen sind jetzt auch bei ihnen angekommen. «Was hast du wieder aufgegabelt?» «Du musst keine Angst haben, ich bin der Stärkste von ganz Daleschitz. Das ist Schwesters Kater Mickrisch aus Holeschitz. Er getraut sich nicht mehr heim, weil er der Großmutter den Armtopf verschlagen hat und er friert.» Die Hüterbuben haben Mitleid mit ihm. Wir wissen, wie das ist. Jedem von uns ist schon mal so etwas Ähnliches passiert. Au, ich muss weiter, wenn die Polizei kommt. Wo ist mein Bündel? Danke 1000-mal fürs Aufwärmen. Die Hüterbuben lassen den Mickrisch nicht gern gehen. Wir begreifen ja schon, dass du weiter musst. Schade. Da hast du noch ein Andenken an uns. Jeder zieht etwas zum Hosensack aus. Pfeffer, ein paar brötelte Herdöpfel, ein geschnitzter Löffel, eine Maienpfeife, ein Stückchen Schnur und ein Brillenglas. Ich weiss gar nicht, wie ich euch danken soll. Ist schon gut, Mickrisch. Wir begleiten dich noch bis an den Waldrand. Leb wohl und mach's gut. Der Mickrisch ist weiter geschwunet, durch einen hohen, finsteren Wald. Er hat sich durchs Gestrüpp gekämpft und ist über Wassergräben und Steinblöcke gegumpelt. Nach einer Zeit ist er auf ein Waldströssli gekommen. So, endlich kann ich mich ein bisschen ausstrecken. Aber was ist Säb dort auf dem Bänkli? Ein altes Mütterli mit einer Kränze. Ich glaube, es macht ein Pfüsli. Ganz stille, wie es nur Katz kann, ist er hergeschlichen. Und noch stiller ist er in die Kränze hineingekrochen. Die war halb gefüllt mit Esswaren, Stoffen und lauter guten Sachen, die man nur in der Stadt kaufen kann. Zoberst auf einem Tischtuch hat sich der Mickrisch zusammengerollt. So, das habe ich gut gemacht, hat er geschnurrt. Nach einer Weile ist das Mütterli mühselig aufgestanden. Es hat Kränze angelegt und ist davon gekumpelt. Komisch, die Kränze dunkel mich schwerer als voran. Ja, so ein Schläfli ist scheinbar für die Katze. Oje, das habe ich nicht wollen. Der Mickrisch hat sich in Grund und Boden geschämt. Aber wenn ich jetzt rauskumpe, könnte das Mütterli so verschrecken, dass es einen Herzschlag bekommt. Und das will ich auch wieder nicht. So ist er mucksmüsli still höckle geblieben. Da schmeckt's nach frischen Pilz. Ich muss gewiss schnell schauen. Das Mütterli ist zu den Trägern rausgeschlafen und in den Wald hinein. Und jetzt nix wie los und verschwinden. Aber was ist denn das?
Der Mikisch hört, wie jemand zur Grenze anschleicht. Und jetzt tastet eine Hand in den Korb hinein. Aber nicht die vom Grossmütterli. Das ist die von einem Landstreicher. Das fehlt dir noch. Willst du die so verdienten Sachen klauen? Du! Für etwas habe ich schliesslich alle. Er hat den Schilm so fest gekrebelt, dass der in einem Karacho abgehauen ist. Der Mikisch ist zum Korb ausgekraxelt und hat geschmunzelt. Danke, Grossmütterli, fürs Mitnehmen. So, jetzt sind wir wieder quitt. Der Mikisch gespenstert. Der Tag durch, im hellen Sonnenschein, ist es am Mikisch vögeli wohl gsi. Aber es ist auch Abend geworden. Wo soll ich schlafen? Am gescheitsten auf einem Baum. Er hat Stiefel und Kappen abgezogen und hat beides in sein Reisebündel geschoppt. Auf einer breiten Aschgabel hat er sich's bequem gemacht und mit dem Mänteli hat er sich zugedeckt. Daheim könnte ich mich jetzt auf dem warmen Ofen am Pepik kuscheln oder zum Paschik oder am Bobesch in den Stall. Ist das kalt? Der Mikisch ist aber bald eingeschlafen, trotz dem Frühren, und erst am anderen Morgen wieder verwacht, wo die Vögel zwitschert haben. Wo bin ich auch? Und was knurrt da so? Das, was so knurrt hat, war sein Bauch. Klar, ich bin auf dem Weg in die weite Welt. Er ist vom Baum abgestiegen und hat sich angelegt. Wenn ich anständig aussehe, geben mir die Leute viel eher etwas zu essen. Mit Leid ist er zum Wald aus. Habe ich Glück. Dort tut die Bauernfrau Runkeln aus und ein Znünikorb steht nebendran. Ich wünsche einen schönen guten Tag. Wünsche ich auch. Ein Gespenst! Sie klemmt den Korb unter den Arm und taubet davon. Was hat sie echt? Noch nie eine Katze gesehen? Oder hat sie meinen Wanderstock verschreckt? Das nächste Mal nehmen hinter den Rücken. Komisch. Ja nu, gang ich halt weiter. Nach dem nächsten Rang war ein Knecht am Ackern. Einen schönen guten Tag. Hätten Sie mir ein Stückchen Brot? Ein Gespenst! Ein Gespenst! Er lässt die Ross und den Pflug stehen und pflügt mit riesen Sprüngen übers Feld. So ein grosser Mensch hat Angst vor einer so kleinen Katze. Komisch. Ah, ich hasse. Die Menschen da haben noch nie einen Kater getroffen, der reden kann. Dass ich das nicht früher gemerkt habe. Das nächste Mal erkläre ich dann zuerst, was mit mir los ist. Es ist nicht lang gegangen, so hat er 2 Mägde getroffen, die geheult haben. Nicht verschrecken, meine Damen, ich kann reden. Mamma mia, Mamma mia, Mama. Wie aufgescheuchte Hühner stüben sie auseinander. Die eine purzelt noch schnell über die Heugabel, die andere verliert 2-mal den Schuh. Wenn ich nicht bald etwas zu essen finde, muss ich verhungern. Am liebsten gäng ich wieder heim. Ein bisschen Schimpf ist immer noch besser, als vor Hunger sterben. Aber dann ist am Mikisch plötzlich ein Licht aufgegangen. Klar, ich muss als gewöhnliche Katze gehen. Schnell hat er Kleider und Stiefel in seinem Reisebündel verstaut und im Gebüsch versteckt. Dann ist er bis zum nächsten Bauernhof und hat vorsichtig umgeschaut. Der Hund ist angebunden. Gottlob. Der Mikisch sitzt vor der Haustür. Mau, mau. Die Bauernfrau kommt mit einer Schüssel Hühnerfutter raus. Ja, sag, wo kommst denn du her, du hübsche Kerli? Mau. Hast Hunger? Wart schnell, ich hol dir ein bisschen Milch. Vielleicht bleibt er da, wenn ihm zu fressen gibt. Wir könnten den Mausjäger brauchen. Seht da, Morli, schmeckt's?
Und wie, gütige Frau? Ich habe schon ewig nicht mehr so gut gehabt. Heiligen Antonius, hilf mir! Die Frau rennt ins Haus, bett die Tür zu und riegelt alles ab. Hast Glück, dass ich angebunden bin. Der Mikesch ist über den Hag und zurück zu seinem Versteck. Ich bin doch ein Lackaff. Wenn werd ich endlich gescheiter? Traurig hat er sein Bündel genommen und ist davon gezottelt. Der Mikesch in der Falle. Der Magen hat am Mikesch immer noch geknurrt, als er ins nächste Dorf gekommen ist. Wieder hat er sein Bündel mit den Kleidern in einem Gestrüpp versteckt. Und auf 4 Samenpfötchen ist er zum nächsten Bauernhof düselt. Damal verschwätze ich mich ganz sicher nicht mehr. «Haben Sie Präsent, junger Mann?» «Ist da jemand?» «Ja, ich bin da oben auf dem Baum.» Der Mikesch entdeckt in der Baumkrone ein herziges, 3-färbiges Katzenfräulein. In Katzensprache sagt er: «Einen schönen guten Tag. Haben Sie ein hübsches Mäschli um den Hals?» «Danke, fremder Herr. Woher kommen Sie und woher gehen Sie?» «Ich komme von weit her, nettes Fräulein, und suche in die weite Welt.» «Wow. Sind Sie Chemiefäger? Nur, weil Sie so schwarz sind?» «Ich bin Schwesters Mikesch aus Holeschitz. Ich würde gern auf dem Hof um ein Schäleli Milch bitten. Wer sind Sie?» «Ich bin Bürgermeisters Miezemau. Selbstverständlich kenne ich mich da bestens aus. Drum glauben Sie mir, Herr Mikesch, auf dem Hof mögen die Katzen nicht ausstehen. Kommen Sie gescheiter mit mir? Ich habe daheim im Keller einen Topf voller Nidel. Der gehört mir ganz Mau.» Miezemau ist vom Baum abgescharwenzelt und hat den Mikesch zum übernächsten Haus geführt. «Sehen Sie Sepp Kellerfenster? Gehen Sie ungeniert rein. Es ist offen. Im hinteren Ecke steht ein Nidel. Von dem können Sie läppeln, so viel Sie wollen. Mau!» «Innigen Dank, Miss Fräulein.» Der Mikesch ist im Keller verschwunden und hat sich's wohl sein lassen. Aber Miezemau, das falsche Drückli, ist vor dem Fenster hergesessen und hat losgelegt. «Mau, mau, mau, mau!» Ganz plötzlich ist sie still geworden und um die Ecke verschwunden. Der Mikesch stutzt. So, aber hüpfen wünschen wir dich, du Nideldieb, du!» Zum Kellerfenster schaut der Bauer. Er hat einen zündroten Kopf. «Wenzel, hol einen Knebel und poltern an die Kellertür. Ich warte da mit dem Sack, bis das Biest rauskommt.» Die gemeine Miezemau hat den Mikesch in einen fremden Keller gelotst und mit ihrer Mauerei den Bauer angelockt. Wie soll ich da auch rauskommen? Am Fenster lauert der Bauer und bei der Tür hauen sie mir einen Knebel über den Kopf. Das könnte funktionieren. Im hintersten Ecke vom Keller hat der Mikesch ein Hasenfell entdeckt. Blitzschnell schleudert das am Bauer in den offenen Sack. «Holla, Wenzel, kannst du aufhören, Bingeln? Ich ha das Katzenviech. Hättest sollen sehen, wie es mir in den Sack gumpet ist. Jetzt ist fertig mit Nidelschlönen.» Der Mikesch ist in seinem Eckli geblieben, bis die beiden im Haus verschwunden sind.
Dann ist er wie ein Pfeil zum Kellerfenster raus und ins Versteck geflitzt. Das ist ja wieder einmal gut gegangen. Die malefizen Rahmtöpfe, die. Immer habe ich Ärger wegen denen. Aber eins ist sicher. Er hat aus seinem Bündel alles Geld zusammengerübelt, hat sein Maul genommen und ist zurück zum Bauernhof. Wenn die Miezemaus schon so lügt, stellen tun ich nicht. Flink hat das Geld durchs Kellerfenster geworfen. Da, werte Leute, das ist für den Nidl. An dem Abend ist der Mikisch nicht mehr weitergewandert. Unter einem Hagebuttenstrauch hat er sich ein weiches Nestli gemacht. Und morgen gang ich in die Stadt. Auf den Bauernhöfen hat man als Katz nichts als Ärger. Wow, aber das mit dem Hasefell, das ist gut gsi. Glück im Unglück. Am nächsten Morgen ist der Mikisch fein ausgeruht weitergewandert. Der Himmel war klarig blau, die Luft ist still gestanden. Plötzlich fegt ein Windstoß gegen die Landstrasse. Staub wirbelt umeinander. Schwarze Wolken türmen sich auf. Es schmeckt nach Regen, nach Gewitter. Und weit und breit sehe ich kein Haus oder irgendetwas zum Unterstehen. Am Mikisch platschen die ersten Tropfen auf die Nase. Er läuft immer zügiger. Weit vorne entdeckt er ein Brückli. Gott sei Dank, dort kann ich unterstehen. Kaum ist er angekommen, sträzt sie Pimpfäden. So, da bin ich geschützt. Jetzt fängt es auch noch an zu hageln. Die Riesenkörner könnten einen ja glatt totschlagen. Das Bächli steigt immer höher. Das Wasser schleckt am Mikisch an den Stiefel. Damit sie nicht nass werden, stopft er sie in sein Bündel. Aber das Bächli steigt und wächst zu einem Bach. Der Mikisch verstaut auch seinen Mantel und Kappe. Der Bach hat jetzt so viel Wasser, dass er übers Ufer springt. Und plötzlich reisst er den Mikisch mitsamt seinem Bündel mit. Er zappelt und strampelt. Aber das Wasser ist stärker. Die Wellen klatschen ihm immer wieder ins Gesicht. Am Mikisch wird es schwarz vor den Augen. Er spürt nichts mehr. Langsam verzieht sich das Gewitter. Die Sonne schickt scheu ihre ersten Strahlen durch die Wolken. Überall glitzern die Wassergünte. Die Vögel singen, wie wenn nichts gewesen wäre. Da rumpelt auf der schlammigen Landstrasse ein paar Zirkuswagen her. Auf jedem steht «Weltzirkus Klutzki». Im letzten und grössten Wagen wohnt der Zirkusdirektor mit seinem Töchterli Oluschka. Der hat gerade die Nacht auf den Tisch gestellt und schaut zum Fenster raus. «Papa, dort draussen liegt etwas Schwarzes.» «Wo?» «Dort, bei den Weiden am Bach.» «Das ist eine tote Katze. Wahrscheinlich ist sie beim Gewitter vertrunken.» «Armes Büsi. Du, Papa, und wenn es nicht tot ist? Komm, wir gehen raus schauen. Bitte.» Der Zirkusdirektor Klutzki lässt den Wagen anhalten und nimmt sein Töchterli an die Hand. «Hast recht. Vielleicht können wir es retten. Katzen haben ein zähes Leben.» Er beugt sich zu ihm ab und lässt. «Ich glaube, es lebt noch. Es schnüffelt ganz leislich. Weisst was, Oluschka? Wir nehmen es mit zu uns in den Wohnwagen.» «Oh, schau,
da hat's noch etwas angeschwimmt. So ein munziges Bündeli. Hol's schnell, wir bringen's beim nächsten Dorf aufs Fundbüro. Sorgfältig haben sie den Mickrisch heimgetragen und in eine warme Wolldecke gewickelt. Und dann ist der Zirkuswagen weitergerollt. Ist jetzt Toluschka. Aber Toluschka muss ständig zum Plätzli schauen, wo das Katze hergebettet haben. «Papa, sie hat sich bewegt!» Und bevor sie die Decke wegziehen konnte, ist unser Kater der Herzrosler gekommen. Mit beiden Vorderpfötchen putzt er sich die Augen. «Excuse, die Herrschaften, ich wünsche einen guten. Aber wo bin ich eigentlich?» «Wie bitte? Du redst?» «Ja, ich bin Schwester Mickrisch aus Holeschitz und kann reden.» «Eben, du hast richtig geredet.» «Das ist doch nichts Besonderes. Bei uns in Holeschitz redet heutzutage schon jeder Geissbock.» «Und wer hat das beigebracht?» Für einen Zirkusdirektor ist es sehr wichtig, das zu wissen. Unser Pepik, ein pfiffiger Burst, der würde das Reden auch an einer Garette beibringen, wenn ihm die Großmutter nicht verbieten würde. «Das ist kaum zum Glauben.» «Ja, und wie bist du denn hierher gekommen?» «Das ist schnell erzählt. Ich habe der Großmutter einen Niedelhafen verschlagen. Und zum einen neuen kaufen muss ich Geld verdienen. Drum ziehe ich in die weite Welt. Wo das Gewitter kam, bin ich unter einer Brücke gekrochen. Und dort hat mich das Hochwasser mitgezehrt.» «Ja, das ist eine wackere Geschichte. Also, Mickrisch, lass gut zu. Ein Kater, der reden kann, gibt es in keinem Zirkus auf der ganzen Welt. Wir wären glücklich, wenn du bei uns bleiben. Und Geld könntest so viel verdienen, dass es für einen ganzen Berg Niedelhefe langt.» «Das ist grossartig. Ich bin sowieso müde von dem ewigen Umeinanderwandern.» Toluschka hat den Mickrisch auf den Arm genommen und macht mit ihm einen Freudentanz. «Gell, Papa, es ist gut, dass du auf mich gehört hast.» Der Mickrisch hat einen feinen Znacht bekommen. Hunger hat er Goppel gehabt. Toluschka und der Herr Klutzki haben gestaunet, wie anständig er ist. Es ist Nacht geworden. Der Mickrisch hat sich wieder in seinem Eckli zusammenrollen. «Nein, Mickrisch, du kannst in einem Bett schlafen.» Toluschka hat ihr Baby zum Babybett ausgenommen und hat den Mickrisch reingelegt. Aber der Mickrisch hat gewartet, bis alle geschlafen haben. Dann ist er still aufgestanden und hat das Baby wieder zurückgelegt. «Das ist dies und da gehörst du rein.» Er hat sich wieder auf der Decke zusammengekugelt und dann hat auch er endlich tief gepfuset. Ein Sack, der reden kann. Am nächsten Morgen hat er sich wie immer anlegen. «Mein Bündel? Ich habe mein Bündel verloren.» «Meinst du das da? Wir haben es gestern bei dir am Bach gefunden.» «Ja, das ist es. Danke.» Der Mickrisch probierte die nassen Kleider zu schleifen. «Warum lacht er?» «Liebe Mickrisch, mit diesen Klamotten kannst du unmöglich rumlaufen. Sobald wir in Brandeis sind, holen wir den Schneider. Der muss dir dann grad 3 neue Anzüge nähen. Ein Galafrack für den Zirkus, einen für schön und einen für den Werchtig. Und ein paar neue Stiefel kommst du auch über.
Ehrerbietigen Dank, lieber Herr. Sag lieber, Herr Direktor. So sagen wir alle Leute im Zirkus. Und du musst auch einen anderen Namen haben. Schusters Mikisch aus Holeschitz, das zücht nicht. Von jetzt an bist du der Don Mikro della Maucando. Einverstanden? Einverstanden, Herr Direktor. Ein schöner Name und tönt furchtbar vornehm. Der Zirkus ist in die Stadt Brandeis gekommen. Die Zirkusleute haben das Zelt aufgestellt und überall Plakate aufgehängt. Einzig auf der Welt ist drauf gestanden. Der sprechende Sack, Schock, Schock. Am Abend sind alle Plätze ausverkauft. Man hätte sogar Klappsessel reinstellen. Das Publikum hat begeistert geklatscht. Bei den Tierbändigern, bei den Klonen und bei den Seiltänzern. Aber dann ist der Zirkusdirektor Klutzki in die Manege gestanden. Hochverehrtes Publikum, meine Damen, meine Herren, Kind und Kindeskind, erleben Sie jetzt mit eigenen Augen und Ohren das Wunder von allen Wundern. Der Sack Schock Schock, wo kann reden. Er klatscht in die Hände und schon hüpft ein kleiner Herdöpfelsack, der oben zugebunden ist, in die Mitte. Er verneigt sich auf alle Seiten und macht dann ein Salto. Bravo! «Was ist echt in dem Sack hinein?» fragt ein dicker Mann in der ersten Reihe. «Das möchtest du gern wissen, gell?» «Ein Grammophon kann es nicht sein. Auch kein Tier.» «Du Sack, warum hast du so brisant?» ruft ein kleiner Bub. «Hopsa heissa tralala, ich weiss es nicht, du siehst es ja.» Der Zirkusdirektor hebt beide Hände auf. Er will etwas ankündigen. Verehrtes Publikum, Sie können jetzt am Sack Schock Schock ein paar Rechnungen stellen. Er wird Ihnen nachher sagen, was alles zusammen gibt. Was gibt 3 und 7? 12 und 8. 60 weg 7 ist 7 mal 7. Alle rufen durcheinander. Man versteht kaum mehr, wer was fragt. Endlich kommt das Publikum wieder ein bisschen zur Ruhe. Der gescheite Herdöpfelsack steht mitten unter der Zirkusgruppe. «Sehr verehrtes Publikum, ich habe alle eure Fragen gehört und ich sage auch jetzt, was das alles zusammen gibt. Ein Heidenlärm!» Ja, ihr wisst natürlich, wer in dem Sack hinein war. Aber das Brandeiser Publikum hat das nie herausgefunden. Jeden Abend war das Zirkuszelt voll. Jeder wollte den geheimnisvollen Sack sehen. Die Zirkusleute selber haben sich ohne Mikisch, das heisst ohne Don Mikro, gerne nicht mehr vorstellen. Aber auch die Tiere haben sich jedes Mal gefreut, wenn er bei ihnen ein Besuchli gemacht hat. Nach ein paar Wochen hat er die Sprache von jedem gelernt. So hat er zum Beispiel am Herrn Klutzki berichten, der Elefant Brundibar hätte Kreuzweh. Er soll so gut sein und der Kräuterfrau rufen. «Ich bin dir sehr dankbar, Don Mikro», hat der Herr Klutzki gesagt. «Gehst bitte grad noch zum Lau Herodes. Sag ihm, er soll nicht so brüllen.» Der Mikisch hat den Lau Herodes immer sehr ehrerbietig begrüßt. Er ist schliesslich der König der Tiere. «Majestät, Sie sehen heute wieder prächtig aus. Leider ist der Elefant Brundibar nicht so zweg. Die Kräuterfrau muss ihm den Rücken einreiben.
Ich wollte sie darum bitten, nicht so zu brüllen. Sonst zittern ihr die Hände. Das war alles und der Lau hat tatsächlich aufgehört zu brüllen. Am allerliebsten aber hat Toluschka den Mikesch gehabt. Wenn er nicht proben musste, hat er ihr bei der Hausarbeit geholfen. Er hat Kaffee gemahlen, abgestaubt oder hat das Baby spazieren geführt. Aber einmal, an einem Tag, hat er nicht aufstehen. Der Herr Klutzki hat gerade den Arzt kommen lassen. Das nützt nichts, Herr Direktor. Der Mikesch winkt ab. Ich has ja so gut bei euch, aber das Heimweh nach meinen Leuten bringt mich fast um. Ich muss für ein paar Wochen wieder zurück nach Holeschitz. Der Herr Klutzki und Toluschka sehen erst jetzt, wie mager der Mikesch geworden ist. Ja, Mikesch, wir wollen doch, dass du schnell wieder gesund wirst. Toluschka streichelt den Mikesch immer wieder. Ist gut, Mikesch. Du gehst ja nicht für immer fort. Komm mit, ich zahl dir deinen Lohn. Der Herr Klutzki gibt ihm einen ganzen Bündel Banknoten. Das? Habe ich alles verdient? Der Mikesch ist ganz vertattert. Toluschka hat ihm geholfen, Geschenke einkaufen und verpacken. Dann hat er sich verabschiedet, zuerst bei den Tieren. Komm bald wieder. Komm bald wieder, haben sie traurig gebrummelt und knurrt. Er hat der Toluschka das Pfötchen gegeben. Vergiss mich nicht, du wirst mir ganz fest befehlen. Wie könnte ich dich vergessen, Oluschka? Der Herr Klutzki hat ihm das Pfötchen geschüttelt und Auentränen abputzt. Bis auf Machowitz begleitet ihn mein Stallmeister. Dort wartet ein Dienstmann mit einem Handwagen. Er kommt dann mit dir und bringt das Gepäck und Geschenk nach Holeschitz. Endlich sitzt der Mikesch im Zug. Sie fahren von Brandeis nach Prag und von Prag nach Machowitz. Und eben dort wartet der Dienstmann. Und wie der Mikesch empfangen worden ist, da haben wir ja schon gehört. Gut gemacht, Tonda. An einem der nächsten Abende sind der Pepik und der Mikesch ins Dorf gegangen. Großmutter möchte einen Kaffee kochen, aber sie hat nicht mehr ein Brösmeli Zichorien im Haus. Ist gut, ist wenigstens das Maunzerli da. Es schiebt seine Spielsachen auf die Seite und reibt seinen Kopf an Großmutters Knie. Großmutter, was sind Zichorien? Ein Kaffeezusatz. Der rein Bohnenkaffee ist für uns zu teuer und macht nervös. Soll ich dir Chichoria holen im Laden? Du, wo denkst du auch hin? Du bist viel zu klein. Und wenn dir ein Hund beißt? Aus mir wird nie etwas, wenn du dir ständig Sorgen machst. Dazu hast du mir selber gesagt, dass der Onkel Mikesch in meinem Alter bis auf Machowitsch auf der Jahrmarkt ist. Das Maunzerli hat so lange gebettelt, bis es Großmutter gehen hat. Sie hat ihm das Geld in den Hosensack gestopft und hat ihn bis auf die Dorfstrasse begleitet. Das Maunzerli ist wacker ausgezogen. Ohne Schwierigkeiten ist er im Dorfladen angekommen. Ein Päckchen Chichorie bitte, für die Großmutter. Ja, magst du es heimtragen? Der Verkäufer hat ein bisschen ungläubig über den Ladentisch geschaut.
Wenn Sie mir schön auf die Schulter legen, geht schon. Da ist das Geld. Tapfer ist das Maunzerli über den Dorfplatz heimmarschiert. Er hat sich schon gefreut, dass ein Großmutter lobe. Doch Metzger Spello, der bischige Stumpf von ganz hohle Shit. Das Maunzerli fängt an rennen. Die Chichorie muss ich auf jeden Fall heimbringen. Wie soll sonst Großmutter den Kaffee würzen? In dem Augenblick stolpert er über einen Stein. Das Chichorienpäckchen fliegt im hohen Bogen auf die Strasse. Jetzt verwünscht mich denn der Bello. Weil es abwärts geht, kugelt das Chichorienpäckchen immer schneller davon. Und jedes Mal, wenn das Maunzerli auflesen will, stolpert er wieder. Der Bello rast im gestrickten Galopp hinein. Alles geht so schnell und landet das Maunzerli mitsamt dem Chichorienpäckchen im Feuerwehrweiher. Aber jetzt kommt der böse Donda zu stürmen. «Zisch ab, du Mistviech!» Er fuchtelt so gefährlich mit dem Stecken in der Luft umeinander, dass der Bello den Schwanz einzieht und rechts umkehrt macht. Der Donda rennt zum Teich und fischt das Maunzerli und die Chichorie zum Wasser aus. Tropfnass trägt er zur Großmutter. Sie wartet schon vor dem Haus aussen. «Nein, so etwas!» Sie nimmt das Maunzerli auf den Arm, wickelt sie ihre Schoß und bringt sie in die warme Stube. In dem Augenblick kommen der Pepik und der Mikisch heim. «Hey, Donda, was hast du da verloren?» Der Donda erzählt die ganze Geschichte vom Bello und vom Teich. Der Mikisch staunet den Donda an wie ein Weltwunder. «Hast du da gehört, Pepik? Unser bös Donda rettet das Maunzerli. Donda, das schreibe ich der Oluschka. Der Herr Klutzki kann dich sicher im Zirkus brauchen. Er sucht schon lang so jemand wie dich.»